Servus und Habidere beieinander zum besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Viva la Movolution, der Esel nennt sie immer zuerst, ich bin der Mike, Servus und Habidere. Und ich mache das natürlich nicht alleine, die war Lex, unser beliebtestes Format. Das mache ich mit dem Corby und dem Conny. Männer, habe ich die Ehre. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Das ist aber schön anmoderiert. Ja, bis auf das, dass es ist der beste Podcast der Welt, nicht nur der bayerische. Hau halt einmal ab, ein bisschen Bescheidenheit. Nix. Wir sind der bescheidenste Podcast der Welt. Richtig, Darf man ruhig sagen. Ja, aber das ist, ich hab's schon mal gesagt, das ist ja dann schon wieder nicht bescheiden. Das Einzige, was mich bei dem Wort bescheiden interessiert, ist, wenn man die ersten 2 Buchstaben weglässt. Ansonsten bin ich raus. Okay. Mann, wie ist es euch gegangen? Die Zeit nach dem Hardline hat's wieder richtig gut angekommen, habt's wieder gute Sachen gesehen, habt's recht viel Scheißdreck gesehen. Wie schaut's aus? Oh, Scheißdreck ist eine super Überleitung zu dem, was ich dabei habe. Leg los. Au, witzig. Ja, und zwar habe ich mal die Serie Kacken angeschaut. Kacken an der Havel. Wer von euch hat da schon reingeschaut? Mike schüttelt schon den Kopf. Noch nie gehört. Irgendjemand hat bei mir mal scheinbar übernachtet und hat sich das zum Einschlafen angeschaut, weil ich nämlich dann mal auf mein Netflix Weiterschauen-Profil war und dann denke ich, hey, Kacken an der Havel habe ich nie eine da, wer war das? Weil mich hat das halt auch nicht interessiert. Aber jetzt muss ich es ja mal anschauen, weil jetzt ist ja schon eine Listen drin. Ja, richtig. Also Kacken in der Havel, da bin ich jetzt echt gespannt, was das sein soll. Ja, es geht um den erfolglosen Rapper Toni, der in Berlin wohnt, und zwar schon seit 18 langen Jahren, und der erfährt dann, dass seine Mutter gestorben ist, und deswegen muss er zurück in seine Heimat, und seine Heimat ist Kacken an der Havel, also der Ort heißt Kacken. Gibt's das wirklich? Ohne CK, also K-A-K-E-N. Also, wenn es den Ort wirklich gibt, dann wird der Ort durch die harte Hand von der Veronika Ferres nämlich geführt, weil die ist da nicht nur die Bürgermeisterin, sondern da gibt es ja Schule, also die Veronika Ferres Schule und so. Es gibt da extra Unterrichtsfach, das Veronika Ferres heißt. So eine abgedrehte Serie habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Irgendwo habe ich gelesen, das ist sowas zwischen Bully-Parade und Wes Anderson. Also manche Bilder passen da eigentlich sehr gut, weil es ist zwar eine Familiengeschichte, aber es ist so dermaßen comichaft und überzeichnet, dass du dir bei jeder Folge eigentlich denkst, krass, also das ist jetzt so dumm und abgedreht, ich will weiterschauen. Das Schöne an der Serie ist, warum ich mir die angeschaut habe, nicht nur, weil das Ding Kacken heißt und das witzig ist, haha. Übrigens fiktive Ortschaft, habe ich gerade noch recherchiert. Sehr gut, vielen Dank. Sondern der Rapper wird gespielt von Fatoni und den Typen Libi. Also Fatoni ist ein richtiger Rapper und es wird zwar für meinen Geschmack erstaunlich wenig in dieser Serie gerappt, aber die ganze Story drumherum ist total witzig und ich habe da richtig gute Zeit gehabt. Also der Typ kommt halt praktisch zurück in seinen Ort und seine komplette Familie ist zerstritten mit ihm. Das lustigste Element ist, dass sein Stiefvater jünger ist wie er. Und der behandelt ihn aber halt die ganze Zeit wie sein Sohn, sagt halt immer, ach komm, Bubi, und umarmt, das ist immer total herzlich und keine Ahnung. Und ja, da entstehen sehr witzige Geschichten. Also ist doch empfehlenswert drüber, weil du hast es eingeleitet als was Dreck. Ich hab, nur mit Kacken, nur das. Genau, ach so, wegen Kacken wollt ihr da praktisch das habe ich nicht, ja. da war ich wieder zu blöd für die. Aber so wie du das beschreibst, da hätte man das glaube ich nie anschauen. Du, so nicht. Also Wes Anderson, wie ich gehört habe, Wes Anderson und Bully Parade, da war der eigentlich schon fertig. Du kriegst da ein absolutes Verbot. Ich will gar nicht, dass du dir das anschaust. Sollte da jemals eine zweite Staffel rauskommen und es ist nur Slasher, darfst du dir die erste Staffel trotzdem anschauen. Okay, dann mache ich Quereinsteiger. Passt. Aber dir hat's gefallen, du sagst eine Empfehlung da draußen. Ich war nach diesen 9 Folgen so gehypt, ich hätte am liebsten einfach weitergeschaut, aber es gibt... Ich weiß ja nicht, ob da jemals eine zweite Staffel rauskommt. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob das Ding jetzt ein Erfolg war für Netflix oder nicht. Aber ich war wirklich tief beeindruckt, weil ich mir gedacht habe,
hey, Deutschland ist ja doch gar nicht so scheiße. Also da gibt's ja doch offensichtlich Talente, die lustig sind. Und der Tony hat Mario total Barth, geil gespielt. Das war so eine Art Comic-Version von ihm selbst. Und ich hab's genossen. Also es war super. Ja, weil wenn du schaust, da dieses achtsam Morden wird ja auch fortgesetzt jetzt dann. Also das so deutsche Produktionen, die haben oft schon, lukrativ da für Netflix. Wenn es natürlich auch cool gemacht sind. Auf das freue ich mich zum Beispiel, auf die zweite Staffel. Aber Corby, es freut mich, wenn du Spaß gehabt hast mit der Serie. Das ist gut. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es mir so viel Spaß macht, weil ich habe das lang ignoriert und habe aber dann irgendwann gedacht, ja, jetzt schaust du mal rein. Und in der Mitte von der ersten Folge war ich nur lang am Zweifeln, aber ich habe noch nie sowas gesehen. So wie das aufgebaut war und immer zwischen diesem Drama und dann völlig überzeichnet comichaft, das war schon beeindruckend, so wie ein lustiger Unfall. Okay. Da habe ich auch so was Ähnliches gesehen. Ich glaube, der Conny hat es auch gesehen, dieses Very Bad Things. Something very bad is going to happen. Genau. Ich habe mir nie merken können. Das sind noch viele Wörter. Das sind unglaublich viele Wörter. Das ist eigentlich so das Pendant zu einem WLAN-Schlüssel in Buchstaben. Das stimmt. Ja, Das genau. stimmt. Aber das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Das war jetzt so eine Serie, die hat mir taugt. Die war echt cool, ja. Das war sehr verspult. Die Jungen, die sagen Lynch-esque dazu. Die Jungen, weil die sagen wissen, das. wer der Lynch ist. Richtig. Genau, aber die Gen sagen Z das. weiß das. Ja, Das hat mir gefallen. Das ist eine junge Dame, fährt mit ihrem Verlobten in so ein Waldstück, in dem das Haus der reichen Familie steht und soll da geehelicht werden. Und da passiert dann ganz verspulte Sachen und geht dann auch ganz anders aus, wie es angefangen hat und passieren in der Mitte Sachen, wo du sagst, das glaube ich nicht, dass das so ausgewählt und es sind dann Sachen dabei, wo du sagst, ja, leck mir am Arsch, hätte ich nicht erwartet, hat mich total begeistert. Ich mag nicht zu viel spoilern, weil da sollte man eigentlich gar nicht so viel wissen, glaube ich. Ja, genau. Aber das war cool. Aber man muss halt schon abgespult mengen, also verspult seine Sachen. Also das ist jetzt... was meinst du mit verspult? Wenn du das anfängst mit Lynch-esque, dann flippe ich aus. Das erklärt alles. Lynch-esque, dann ist alles Das erklärt. erklärt wirklich alles sehr. Die Serie, also die ersten 3 Folgen, zeigen schon mal Apps, wo es dann im späteren Verlauf ganz anders sie entwickelt. Und ich halte das jetzt so kryptisch, wie es geht. Also ich möchte euch ja ein bisschen heiß machen auf das Ganze. Auch die Figuren, wie die Figuren zueinander sind, das ist ganz, ganz verrückt. Du kannst die nicht einschätzen. Du siehst es aus der Sicht von der potenziellen Braut und die trifft Leute, die hat sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Und die haben und sie weiß nicht, haben jetzt die eher positiv gesinnt oder haben die negativ, so wie die oft drehen. Ein paar Leute, dann schwenken die ja so schnell um. Ein paar Leute, da meinst die haben nett zu ihr, dann im nächsten Moment fängt sie es wieder an. Also, und dann die Musik dazu. Die Musik ist so abgefuckt. Ich glaube, Conny, du hast mir das verzeiht im Hardline. Das ist der, wo Hereditary gemacht hat, glaube ich, hat die Musik von der Serie den Namen gemacht, weiß ich jetzt gell? auch nicht, aber der hat den Score von Hereditary gemacht, genau. Ja, Wahnsinn. Also diese atonale Musik dann dazu und so. Also das stresst die, obwohl eigentlich teilweise in der Szene nicht viel passiert. Sie unterhalten sich nur leider, aber es stresst die, weil das alles so unbehaglich ist. Und du bist total verwirrt die ganze Zeit. Also es ist wirklich, du weißt nie, was ist da jetzt halt eigentlich gerade Sache. Wer ist wirklich so, wie er sie gerade gibt? Geht es wirklich nur um das, was du meinst, um das geht, um diese Hochzeit oder was ist da noch dahinter? Also die lässt die wirklich bis zu der letzten Folge im Dunkeln tappen. Und die Auflösung ist halt dann mega. Krass. Ich habe mit dem nicht gerechnet. Ja, nicht. Der Voll geil. Payoff ist Wahnsinn. Was bedeutet verspult? Jetzt haben wir wieder so weit. Ich habe letztens bei unserer Volex-Folge wiedergekehrt, da wo ich über Hunter red und red dann über Prepper. Und hab dann so viel lachen müssen, weil der Corby manchmal so begriffsstutzig ist. Aber jetzt haben wir wieder so weit. Ich hab das gerade, also, okay, warte mal, so, hier. Ich darf verspult jetzt so erklären, wenn er... Moment, so, jetzt habe ich schon. Den fragst du. Laut dem verrückten Internet bedeutet verspult, neben der Spur verwirrt, zerstreut oder geistig abwesend. Ja, neben der Spur. Neben der Spur, genau. Ja, das ist super. Corby, die Weil es Serie ist nicht neben der geradlinig Spur. erzählt, sondern also das ist, so dass sie jetzt erklären bei dem, es ist keine geradlinige, gewohnte Erzählweise, sondern die Geschichte verläuft irgendwie kreuz und quer gefühlt, weil die Figuren alle nicht geradlinig sind, es ist alles irgendwie anders. Ja. Aha. Das muss Okay. der lange. Schau dir so, dann richtig. hast du sofort im Kopf, oh leck, ist das verspult. Ja, und dann genau. sagst der hat recht gehabt. Okay, gut. Ich hab ein neues Wort gelernt, sehr schön. Ja, schau. Das hast du noch nie gehört, der Corby. Jetzt kennen wir uns 1001 Jahre.
Das gibt's ja gar nicht. Das hast du noch nie zu mir gesagt. Am Himmels Willen. Dann Stehst du manchmal auf und sagst, Mensch, also heute Nacht war ich richtig verspult. Wenn es nicht aufhört, gell? Ich gehe dazwischen. okay. Mir ist wurscht, wer es begonnen hat, ich werde es beenden. Okay. Okay. Ich wollte ja wissen, was das Wort bedeutet. Ja, nein, also Na da kotze ich, wenn ich ein paar Wörter nicht kennt. Okay. Das tut mir leid. Conny, wie schaut's bei dir aus? Du bist so stark. Erzähl mal, was hast du? Ich bin ja immer stark. Ich bin ja da sehr zurückhaltender Mensch. Ach, jetzt weint er. Ach Gott, mei. Müde Ich darf ist jetzt am er. liebsten in den Arm nehmen. Ja. Und einfach sagen, das wird schon wieder. Nehmt's mich mal in den Arm, alle Hörer, geht's mir kurz in euch und nehmt's mich mal im Geist in den Arm. Ich werde eure Körper an meinem spüren, definitiv. Was ich heute angeschaut habe, was gleich noch ein Woleck ist, das ist heute rausgekommen bei uns, ist The Punisher One Last Kill. Die Marvel Special Presentation, die ja auch schon Werewolf by Night und Guardians of the Galaxy Christmas Special rausgebracht haben. Und leck mich am Arsch, Alter. Also das ist Punisher. Das ist ein bisschen, also du hast der ist maustaut fertig, also wirklich, er ist ein so zerstörter, kaputter Charakter in diesem One-Shot jetzt, komplett am Ende und dann passiert schon fast etwas, das ist so Raid-mäßig, er bolzt sich dann da durch ein Haus, durch einen Wohnblock durch und durch eine Straße durch und dann werden Leute mit die Händen, mit die Knarren, mit Stichwaffen, mit Kugelschreiber umgebracht. Der Kugelschreiber-Kill, der ist ja extra Woleck wert, der ist Weltklasse, also auf den sticht er ein mit dem Kugelschreiber bombengeil. Wirklich, also für die 40 Minuten, das dauert, ja, 42 Minuten ungefähr dauert's und die gibt Vollgas, das Ding. Und ich bin vor allem das Ende, da denke ich mir so, oh, jetzt bitte endlich mal in diesem Stil ein Punisher-Film. Dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Genau so muss er funktionieren. Das Einzige, was aber so richtig geil ist, die legen voll Wert darauf, dass das alles handgemacht ist. Also es sind so gut wie keine CGI-Effekte drin, außer einer. Und der ist scheinbar auch noch nicht fertig. Und der geht auch jetzt schon, nachdem das rausgekommen ist, ich glaube bei den Amis gestern und halt bei uns, geht der schon viral mit irgendeinem Video, das glaube ich gleich 14 Millionen Likes gehabt hat. Das ist okay. da fällt oder 14 Millionen Views, da fällt er so rückwärts irgendwo oben in ein Ding rein. Und das ist schon ein echter Stunt, wo ein Stuntman oben fällt auf Apps drauf. Aber der wird halt dann mit CGI bearbeitet, dass er ausschaut wie der John Bernthal. Und das ist nicht fertig. Das schaut so, bin ich in einer Zwischensequenz von der PlayStation 2 gelandet, oder wie? Was ist mit euch? Warum wie könnt's denn euch jetzt sehen, so einen Schnitzer in einen sonst so geilen Punisher-Streifen reinhauen? Das ist echt richtig ärgerlich. Ich habe mir gerade 4 von 5 gegeben. 5 hätte er gekriegt, wenn dieser CGI-Schnitzer nicht drinnen war. Weil Das der gleich einen wirklich, ganzen Stern abziehen. ja, weil das gehört halt eigentlich noch viel schlimmer abgestraft, weil das richtig, richtig mies ist, dass man sowas, also schaut es euch an, das Ding dauert 40 Minuten, hast du durchgeschaut, und wenn du diesen Effekt sechst, dann kriegst du einen Schlaganfall, weil das eine Frechheit ist. Ist es so beschissen wie die Effekte von Frankenstein? Die weiß ich nicht, weil da habe ich nur gute gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Da war ja auch alles handgemacht. Also keine Ahnung, was du kannst. Alles gemacht am ja, Computer. Schiff baut und alles, ich weiß gar nicht, was du hast. Also, Conny, ich hab das gelesen, dass das Ding rauskommt und dann freue ich mich und denk mir, okay, da kommt jetzt so 1,5 Stunden Ding auf uns zu. Und dann sehe ich, dass das Ding 53 Minuten dauert. ja, 10 Minuten Abspannoption. Das ist doch eine Sauerei. Was soll das? Ja, das ist dieses Special Presentation von Marvel, dieses Programm. Okay, da was kann da ich haben. doch wenigstens 70 Minuten machen. Das ist doch so, also... Das soll ja 2,5 Stunden dauern, so geil wie das ist. Also, wie gesagt, ich kann dem Typen 8 Stunden am Stück zuschauen, wie er sich durch die Leute durchschnetzelt. Der ist also wie gesagt, am Anfang, der spielt das auch so geil, diese völlig kaputte Persönlichkeit, die er hat, der Leute sagt, die nicht da sind und so ein Zeug, er ist voll am Durchdrehen und dann muss er halt wieder voll ausrasten und die Leute umbringen und er schreit die ganze Zeit und er ist so ein Drumkerl und dann rennt er einfach, geile Szene, dann brennt er und rennt durch ein Tier durch und während er brennt, schluckt er die Leute tot und sticht's ab und was weiß ich. Also er eskaliert komplett und er spielt das ist wirklich eine Weltmacht, wie er da durchrumpelt. Also das ist für mich der perfekte Punisher, der Kerl. Schön. Ich vermisse ihn auch total in der zweiten Staffel Daredevil. Ich weiß nicht, wie weit das wir jetzt sind. Es sind Sachen dabei, wo ich sage, der müsste jetzt endlich einmal kommen. Der darf so gut reinpassen in den Shit da. Weil er ja in der ersten Staffel ja schon dabei war. Er war ja schon involviert in das Ganze. Ja, schon. Sehr schade. Da ist er doch am Ende von der ersten Staffel ist er doch von dem Eisverschnittverein da festgehalten worden. Ja. Das ist aber nicht mehr aufgelöst worden, oder? Wie er da Am Schluss, rausgekommen. an dem Abspann, kommt da noch was. Das Ach, da ist er dann ausgekrumpelt, oder? ja, nicht ausgekrumpelt, aber du hast dann gesehen, dass er jetzt dann eine Möglichkeit hat, glaube ich, rauszukommen irgendwie. Ach so. Da war irgendwas. Das habe ich nämlich nicht mehr gewusst und ich hätte nämlich schon darauf spekuliert, dass dieses One Last Kill da ansetzt.
Aber kann ich soweit vorwegnehmen, das tut's nicht. Das ist zeitlich ganz woanders angesiedelt. Ich kann es gar nicht genau sagen, wo das aktuell im MCU drinnen steht. Aber kann es nur empfehlen, wer mit dem John Bernthal Punisher auf Netflix und seine Auftritte bei Daredevil bisher seinen Spaß gehabt hat, der wird da definitiv auch eine absolute Freude haben, wie er sich durchwirkt. Wenn ich jetzt da nicht mit euch rumpopeln darf, dann hätte ich mir es jetzt angeschaut quasi. Rumpopeln. Aber popeln, Corby, du hast gerade so gemacht, du wolltest, glaube ich, was sagen. Ja, mehrfach wollte ich jetzt schon sagen Ja, oder bitte. fragen. Aber das habt ihr dann eigentlich schon fast erledigt mit eurem, kommt da irgendwann einmal ein Devil vor. Baut es jetzt auf irgendwas auf? Also ist es jetzt gerade der erste, ich nenne es jetzt mal fast Kurzfilm für irgendwas Größeres? Weiß man nicht. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wo der One Last Kill jetzt eingeordnet ist im MCU. Das Ende darf auf alle Fälle einen Punisher als Figur richtig etablieren und aufbauen. Also so ohne diese Zerrissenheit, weil bisher bei Daredevil war er ja immer so gezwungen mehr oder weniger, dass er handelt und hat ja auch noch die Mörder von seiner Familie gehabt und das ist da jetzt nicht mehr dann der Fall am Ende. Da ist es so, dass du sagst, okay, jetzt ist er der Punisher, der das halt einfach macht, weil es gemacht gehört. Aber wo das eingeordnet ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein Vorgeplänkel zu dem neuen Spider-Man, oder? Theoretisch auch möglich, auf das habe ich auch schon spekuliert, weil da hat er auch noch seinen nächsten Auftritt. Ja. Ja, Ach so, okay. Da wäre er aber leider nicht so werken dürfen. ja wahrscheinlich. Ja, schön, ich freue mich. Ja, und wenn du freust, dann darfst du gleich weiterschmerzen. Ich gebe einfach wieder zurück zu dir. Oh, okay. Ich habe es gekriegt, und zwar The Housemaid, dieses wunderbare Steelbook mit diesem tollen Schuber. Das ist echt schönes Ding. Und jetzt haben wir endlich diesen Film einmal anschauen können. Ich habe mir euch eine Podcast-Folge angehört, von dir und vom Seppi, Kani. Mir hat der wirklich sehr gut gefallen. Also ich war überrascht, wie unterhaltsam das Ding ist, auch auf diese Laufzeit, wo ich glaube, Sind wir d'accord, oder wie? 2 Stunden 15 Minuten oder so. Aber ich muss sagen, ich gehe da mit. Also, mir hat er hat ein paar Twists drin, er hat ein paar so, also, er ist nicht so twisty, wie man meint, er hat halt ein paar so Offenbarungen mit drin, wo du dann sagst, leck, jetzt bin ich gespannt, wie sie jetzt auf das aufbauen, oder ich bin gespannt, jetzt erzählst du dann die Geschichte von dem und dem, und das fand ich schon gut. Wer es jetzt nicht weiß, um was das geht, also die Sydney Sweeney ist oder bewirbt sie als Housemaid, als, wie sagt man, als Putzfrau, hätte ich fast gesagt, als Hausmädchen bei einer reichen Familie, bei der Amanda Seyfried daheim. Sie ist vorbestraft und braucht unbedingt einen Job und wird da bei denen quasi angeheuert. Und sie gespannt dann, dass da irgendwas ganz seltsam läuft, beziehungsweise dass bestimmte Personen nicht ganz rund laufen und manche Personen nicht ganz das sind, was sie vorgeben. Und was sich da alles entwickelt, war voll cool. Ich finde, dass er manchmal ein bisschen so eine angezogene Handbremse hat, wo es jetzt dieses, bei Erotikgeschichten, weil es geht ja da doch auch in Richtung Erotik-Thriller, aber wenn er dann so eine Szene sagt, da ist er dann sehr, sehr zahm, obwohl er wirklich so eine Freigabe ab 16 Jahre hätte. Aber so vom ganzen Ding, ich finde Sydney Sweeney, die Schauspieler, das cool. Ich meine, der Seyfried sowieso, die übertrumpft alles. Die ist brutal, ja. Cool. Also, hat mir gefallen, ein richtig solider Thriller. Und das Ende macht ja dann auch Bock auf mehr, die behaupten. Und ich bin auch gespannt. Ich glaube, der Seppi hat ja im Podcast gesagt, dass es 3 Bücher gibt im Ganzen. Ja, Teil 2 ist schon Und angekündigt. Ja, bin ich dabei. Ich glaube, der Housemaid's Secret heißt die Fortsetzung. Und wenn mich nicht alles täuscht, war da jetzt ja nicht sogar schon Scarlett Johansson oder so im Gespräch? Gefährliches Halbwissen. Das ist auf alle Fälle schon ein Cast angekündigt worden. Ja. Also gibt eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Das ist mega unterhaltsam gewesen. Und es gibt irgendwie wenig so diese Art Thriller. Das ist halt ein bisschen so wie, wird der geheißen vom Fincher? Alien 3. Gone Girl. Also. Gone Girl mit etwas angezogener Handbremse. Aber er war mega unterhaltsam. Ja, voll. Und das Steelbook ist wunderschön. Und wie der Mike schon gesagt hat, Seppi und ich haben damals auch eine Folge aufgenommen. Da könnt ihr es eigentlich noch mehr ausführlicher Ja. Hört sich eigentlich noch mehr ein, das haben sie gut gemacht jetzt zwar. Und schaut schön. sich auch das Steelbook an. Also, das ist echt schön. Also, diese Schuber da drüber, erstens mal schon mal super schön geschützt. Und dann sieht man quasi da diese 2 Motive. Jetzt könnt ihr bei Instagram einmal vorbeischauen, da bei Viva la Movilusion. Da ist das Video mit drauf und schaut sich das mal, das schaut gut aus. ist von Leon. Und wer Ja, noch genau. mehr über The Housemaid hören möchte, der hört natürlich ja selbstverständlich in die Folge rein, die da Kani und Seppi gemacht haben. Haben wir Ich glaube, der gesagt, Corby hat gerade einen Schlaganfall gehabt, weil das habe ich vor 2 Minuten gesagt. Na,
Nein. Okay. Es kommt davor, weil du nebenbei wieder irgendwas mit deiner KI machst. Nein, ich höre meistens nicht so richtig zu. Ach so, ja. Weil ich so aufgeregt bin, weil Geil. ich möchte ja einigermaßen, wie nennt man das? Sattelfest sein. Ach so. Wenn ich jetzt dann wieder droh bin und dann hörst, ja, um was geht's denn da? Und dann muss ich das wie aus der Pistole rausschießen, aber das schaffe ich nicht. Aber mir zwei, da kann ich nicht, stellen dir keine so komplizierten Fragen, wie es du immer Aber machst. künftig werde ich das so machen. Da kann ich nicht, aber du kannst neugierig sein und dann muss das irgendjemand erklären, aber das schafft keiner von uns. Und dann frage ich, was wieder, Corby, was heißt denn verspult? Keine Was ist ein Ahnung, ich hab schon wieder Prepper? vergessen. Corby, was ist denn ein genau? Prepper? Mit B-Wollen, zwei B-Prepper. das sind die Leute, die in Vorlaut hausen. Ja, genau. Der Prepper im Vollaus, der einen Sex macht mit einem Pariser. Ein Sex macht, ja geil. der Also macht's das eine richtige fertig. Best-of-Folge ist das halt. Ja, schon. Na, gar nicht. Ja. Kani, wie schaut's aus? Hast du in die zweite Staffel Doro Hedoro reinschauen können? Ja, hätte ich sogar auf der Liste gehabt, habe aber dann wieder runtergestrichen, weil ich mir gedacht habe, die hebe ich mal auf, bis komplett durch ist. Und ich brauche ja wahrscheinlich nur ein bisschen länger, weil ich bin jetzt halt voll so im Wettlauf mit dem Manga lesen und mit dem Anime schauen. Weil ich möchte mit dem Manga immer ein bisschen voraus sein. Und ich glaube, ich bin jetzt bei Band 5 mit dem Manga fast durch. Und ich glaube, dass dann auch die zweite Staffel, also dass bis dahin ungefähr die zweite Staffel gehen wird. Also ich bin bis Folge 18, wenn ich bis jetzt gekommen macht, aber also ich habe die erste schon geliebt und ich finde die zweite auch wieder richtig geil und man merkt, dass die Qualität sogar ein bisschen besser geworden ist vom Animationsstil her und so. Und es ist wirklich eine so geil abgedrahte, abgespacede Geschichte. Ich liebe den Manga, ich liebe den Anime, ich finde ihn mega. Ist der schon durch, du weißt ja. du das? Wer ist durch? Der Doro Anime. Na, noch nicht. Nächste Woche. Ah, okay. Dann. Nächste Woche ist das Finale von Doro Hedoro Staffel 2. Wir haben 5 fucking Jahre warten dürfen. Frechheit. Von der Staffel 1 auf die Staffel 2. Wow. Ja, es ist letztes Jahr auch schon angekündigt worden. Da kommen Die unsere Nippelverhärter. Nippelverhärter. Ich wollte es gerade sagen, reinhören. das kommt mir bekannt vor, die Gaudi. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir jetzt warten dürfen auf die dritte Staffel. Also ich gehe ja stark davon aus, dass es weitergeht, weil, wie es der Kali schon sagt, die Qualität ist, Ja. es ist einfach wieder mal hervorragend. Und es macht sehr viel Spaß, den lieben Kaiman zu verfolgen, wie er mit der Nikaido Magierjagd im Loch irgendwelche Abenteuer erlebt und was mit den ganzen anderen Charakteren Gyoza drumherum frisst. so passiert. Und es ist und Gyoza frisst. Es richtig. spricht einfach nur Wörter, gell? Es redet jetzt einfach nur Sachen aneinander rein, ich verstehe gar nichts. Ja, wie verspult das einfach ist in dieser Welt. Und ja, hat Spaß gemacht. Aber dann mache ich nur ganz schnell weiter mit einer zweiten Serie, die ich mal angeguckt habe und gefeiert habe ohne Ende. Und zwar, ich habe mal auf Disney Plus Malcolm mittendrin Life Still Unfair angeschaut. Hab ich auch gesehen. Und obwohl es nur 4 Folgen sind, 4 Folgen haben das nur. ja, Ja. ja, aber ich hab's genossen ohne Ende. Also es sind so viele Charaktere wieder mit dabei. Ich glaube, es wäre leichter aufzuzählen, wer nicht dabei ist. Ja, ich weiß nicht, Kani, wie es dir ging, aber ich hab danach voll Bock gehabt auf mehr. Ja, und ich hab's mir schon auf die Liste da. Ich schaue gerade noch nämlich die Serie immer wieder mal wieder durch. Die habe ich als Jugendlicher oft angeschaut und die ist auf Disney Plus drin. Und wenn die durch ist, dann fange ich mit Malcolm mittendrin an. Der Jim ist Wahnsinn. Ja, Der ich ist musste, cool, das ja. ist sogar ein kleines Warleck-Dreck, weil ich finde immer wieder Jim so voll geil, aber wenn du jetzt erwachsen bist und das erst besser realisierst, dann geht er mal voll auf den Sack, weil er ist ja so ein hinterletztes, mieses Arschloch. Ein richtiges Arschloch ist er ja. Das ist unfassbar, was das eigentlich für ein Dreckmensch ist. Das ist ja wirklich der Bodensatz der Menschheit, der Kerl. Wo Ja, der aber- seine Frau hintergeht, seine Kinder, seine Ja. Freund, wirklich überall immer versucht, seinen persönlichen Vorteil, egal zu welchen Kosten. Ich hoffe, ich sitze da und denke mir, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich lachen kann oder ob ich mich aufregen soll, weil es mich du so nervst, du mieser Wichser. Mein Ding ist ja dasselbe King of Queens. Wenn du das einmal überlegst, der Tag, der macht das ist ja auch dieselbe Schiene. Ja. Aber da war der Umbruch erst später. Also, dass der Doug die ganze Zeit umeinander gelogen hat und so, das ist erst so richtig konkret ab der 5. oder 6. Staffel. Okay. Kann ich auch nicht mehr sagen, die müsste ich auch wieder mal ganz Weiß sagen. ich Aber ich nicht finde es krass bei dem neuen Malcolm mittendrin, dass sie ja eigentlich ziemlich krasse Themen da drinnen verarbeiten, so mit diesem Bruch der Familie, den der Malcolm da vollzogen hat, dass er seine Familie versteckt und so weiter vor seinem jetzigen Leben. Also das hat mich direkt überrascht, wie ernst das die Themen da im Hintergrund sind, die da mitschwingen. Aber trotzdem voll Spaß gemacht. Wen ich da voll gefeiert habe, war die Kelly.
die non-binäre Tochter, Schwester, genau, Person, die ist ja geil drauf. Also Ja, die ist super. ich wünsche mir, dass das irgendwie noch weitergeführt wird und sie dann die neue Hauptperson wird. Von mir aus mit der Tochter von Macon. Aber also die hat so geil. Also so eine Mischung aus Malcolm und Reese. Das war super. Also richtig gemein. Und so krass, den Reese hätte ich fast nicht mehr erkannt. Der hat sich echt so krass verändert, das ist irre. Damit war ich voll überfordert. Offensichtlich ist das Alter richtige Drecksau. Ich habe jetzt Angst, noch älter zu werden. Bei mir nicht. Bei mir wird das Haar immer voller, der Rücken immer gerader, der Bauch immer kleiner. Also Ja, der Rücken wird richtig. haariger quasi. Das wollte ich Das sagen, um das oder? geht's nicht. Aber ja, aber die gleiche Schiene schlug für mich ein Scrubs ein. Ich weiß nicht, ob du da schon reingeschaut hast in die Reunion-Serie. Tatsächlich habe ich es da so gemacht, dass wir haben jetzt ganz von vorne angefangen, ich bin jetzt in der letzten, also für mich letzte, also 8. Staffel und freue mich schon sehr auf die Reunion-Staffel, Ja. aber ich habe ja schon gehört, es ist verlängert worden. Genau, ist schon mal 2. Staffel verlängert worden und da war ich ja ultra skeptisch, weil ich die letzten 2 Staffeln schon überhaupt nicht mehr Mengen hab. Aber mir macht die Reunion richtig Spaß. Die können für mich gut an das anschließen, was früher Scrubs ausgemacht hat. Es sind auch ganz viel von der alten Riege sind wieder mit am Start, aber leider einige nicht oder nur kurz und so. Aber im Großen und Ganzen habe ich damit jetzt halt echt eine gute Zeit gehabt. Es kann mich zwar nicht so begeistern wie Scrubs früher, aber es ist schön zum Singen. Da muss ich halt auch sagen, da merkt man bei Scrubs, dass eigentlich ab der 7. Staffel schon stark abbaut. Ja, der Caster einfach langsam, aber sicher keinen Bock mehr gehabt hat. Ja, irgendwie gefühlt schon. Das war irgendwie nicht mehr geil dann. Aber Reunion, diese gut. Ja. Und ich würde es mir wünschen, dass für Mac mittendrin da vielleicht nochmal weitergeht. Bei der Bryan Cranston, also der muss den Spaß seines Lebens Ich glaub in die auch. 4 Folgen gehabt haben. Und Ich glaub was auch. der da wieder abzirkt. Ja, super ist er. Die ganzen Tabletten frisst. Ja. Wie viel haben sie Einfach genommen? Und wenn ihr da draußen auch allerweil, wenn der Corby sagt, Malcolm, melken versteht, dann schreibt es in die Kommentare. Du kannst mich da hast mittendrin so. nicht melken. Melken mittendrin. Mittendrin. Weil das der Corby mittendrin irgendwie macht, dass er sich abmelkt. Ja, Ekliger. richtig. Auf dem Malcolm sein Mann. Schön, schön. Ah, Bist du fertig, Corby? ja, ich habe Dann, fertig. von meiner Seite gibt es jetzt einen Real Talk, sagen die Jungen. Gen Z. Ja, Real Talk wieder, ja. Ich muss momentan ein bisschen gegenwirken gegen Pokémon bei meinen Kids. Und habe ja wieder mal meine Masters-Heftel hingelegt. So ganz traurig und verzweifelt. Nein, ich sitze dann so da auf der Couch und sage, es müsst nicht mitschauen, es müsst nicht mitschauen. Oh, leck, ist das cool. Papa, was denn? Ah, nix. Jetzt darfst du es nicht sehen. Schau deine Pokémon-Karten an. Na, Schmarrn. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich diese Hefte oder diese Bände, diese Paperbacks, was das sind, von, ich glaube, Retrofabrik oder sowas, da werden ein paar Ausgaben aus den 90er zusammengefasst, in schön gebunden und sehr hochwertig. Und dann sitze ich so im Büro und mache meine Buchhaltung. Und dann haut sie mein Buch, dieses Buch da her und ein paar Malstifte, klappt auf und fängt malen an. Was? Und dann habe ich ihn gefragt, ob er wegen spinnt. Dann hat er gesagt, warum? Dann hat er gesagt, der ist eher Scheiß. hat doch schon jemand eine gemalt. Warum? Dass er jetzt nicht eine malen darf. Da habe ich geschaut, dabei sind für diese speziellen Paperbacks neue Artworks teilweise gemacht worden und du siehst hinten auf die letzten Seiten von diese Hefte die Entstehung von den Artworks und dann schaut das immer so aus, wie wenn das so Skizzen warten und so. Und jetzt hat mein Kleiner gemeint, da hat schon jemand eingemalt, dann kann er jetzt auch dieses Cover, das quasi in schwarz-weiß der Abdruck, dieses kann er ausmalen, das ist super, weil es ist schon wurscht. Ach ja, auf alle nicht Fälle war schlecht. das schon komplett ausgemalt, wie ich hingeschaut habe. Und dann war es auch noch verkehrt ausgemalt. Da war Castle Grayskull war gar nicht so grün, wie es gehört. Ja, sofort, geh du wieder Pokémon-Karten spielen, du Kruzifix. Jetzt halt Pokémon spielen. Ja, ich sortiere immer noch fleißig Karten für dich, gell? Ja, ich, Ist doch ich lieb. hoff's. Jetzt hast du immer eine Geschichte, wenn du da reinschaust. Ja, ich schaue dann eine und sag, ha,
Ja, warum soll er nicht auch eine Malen dürfen? Ja, wenn er irgendwann mal einen Kontakt zu dir abbricht, was unweigerlich passieren wird bei dir als Person, Ja. kannst dann da in Erinnerungen schwelgen, als du mit deinem Buben Stimmt. reden hast dürfen. Und ich habe jetzt wirklich Angst, dass ich mittlerweile jetzt dann am 5. Juni allein ins Kino gehen muss, weil er mittlerweile, also der Große dann, der Jonas, der ist jetzt eben 8 und der es zirkt jetzt gar nicht mehr so ins Kino. Sag ich, alter Schwede, du darfst ins Kino gehen. Jawohl, warum läuft Pokémon? Sag ich, nein, der He-Man läuft. Jetzt bin ich gespannt, ob jetzt da wirklich dann allein gehen muss oder ob er jetzt dabei ist. Ich weiß es Ja, nicht. wo ist Aber er dann, allein? Kann ich dir wenn er wirklich- nicht dabei ist und sagt wirklich, er lässt den Kinobesuch sausen, weil er einen He-Man nicht mag oder weil er das nicht interessiert, dann muss ich wirklich überlegen, ob ich als Vater eigentlich irgendwas richtig gemacht habe auch, oder nur Käse. Aber das ist eigentlich schon ein interessanter Punkt. Wann war denn der letzte Pokémon-Film wirklich im Kino? Das war der Detective Pikachu. Ja, das glaube ich. Also, Ach, aber von ja, stimmt. Von den Animierten, zumindest bei uns, glaube ich, waren keine mehr im Kino. Ich glaube, in Japan laufen die schon alle noch im Kino. Aber ich glaube, bei uns ist das irgendwie nicht mehr so. Das ist voll schade, weil früher hat es aber noch Pokémon-Karten dazu Voll gegeben. schade. Das ist ganz Ja, ist er, du blöde Sau. Ich glaube, bis zum dritten Film, oder? Ich glaube, die ersten 3, die waren immer im Kino. Also ich glaube, im Kino habe ich wirklich nur den zweiten damals gesehen und mich reizt so viel, dass ich die Pokémon-Karten, die ich da damals dazu gekriegt habe, nicht mehr habe. Weil die, glaube ich, kann halt auch gar nicht so wenig wert sein. Den ersten habe ich auf Videokassetten dann gekriegt. Ja, ja. Das habe ich meine Eltern lang vorgeworfen, dass sie da nicht ins Kino ab dürfen. War lecker. Also deswegen, Mike, sollte da ein Pokémon-Film mal im Kino kommen und du verbietest es deine Kinder, Dann schlagen wir die. Das geht schlecht aus. ich nehm, also wenn meine Eltern jetzt gerade zuhören, ich nehme euch das immer nur übel. Ja, ich eigentlich jetzt auch. Ach, Team ja. Corby. Aber, ey, wir zwei gehen mit dir auch ins Kino. Mir werden wir gar nicht gefragt, merkst du es nicht? Ja, ich wollte dieses ein Vater-Sohn-Ding draus machen. Ja, und jetzt wir haben ist doch es auch ein wie eine Vater Vater-Sohn-Beziehung. geht allein-Ding. Die Kim Hallo, sind wir allein? Nein, aber ich war halt mit ihm am Nachmittag gegangen, so 14 Uhr, ich hätte auf der Ja, Arbeit und ich kann auch geschissen. Nachmittag, ich bin arbeitslos schon. Ja, Ja. stimmt. Stimmt, dann frage ich dich auch. Ja, auf alle Fälle habe ich momentan ein bisschen ein Problem und ich werde euch dann in die irgendeiner Folge werde ich das auflösen. War ich jetzt allein im Kino? War ich jetzt mit meinem Sohn allein? Habe ich alle Pokémon-Karten in den Hacker geschmissen? Wer weiß. Und es am wird Buben mit neu. aufgelöst. Apropos, ich war jetzt gestern auf einem Bewerbungsgespräch mal wieder und ist aber was Tolles passiert, weil ich habe letzte Woche mal wieder Maniküre betrieben und habe mir Fingernägel gemacht. Und als ich gestern so auf dem Weg da hin bin, schaue ich mir so auf die Hände und ist mir aufgefallen, dass ich in meiner endlosen Weisheit vergessen habe, den linken kleinen Fingernagel auch zum Schneiden und zu machen. Jetzt bin ich dahergekommen, Ein Koksernagel. als hätte ich so einen kleinen Koksernagel. Jetzt habe ich die ganze Zeit, wenn ich dort war, habe ich die ganze Zeit den kleinen Finger verstecken müssen. Das war richtig bescheuert. Aber wie kann man sowas passieren? Wie kann man den Finger vergessen? Das stimmt. Ja. Ob das nicht irgendwann von den Leuten gesagt hat, müssen Sie vielleicht aufs Klo? Ich tat mitgehen. Ja, Schön. das war wieder stark. Aber ich habe, glaube ich, erfolgreich versteckt. Ich habe zumindest nie einen komischen Blick auf meine Hände gesehen. Nur über komische Blicke in meinem Gesicht, wie immer. Ist die Frage oder der Satzkämmer, wieso ziehen sie sich aus? Das fragen sie gar nicht mehr. Ja. Das hat sich schon rumgesprochen in sämtliche Arbeitgeberverbände, wenn ich komme, da hängt der Beutel, da wissen sie, ach, der hat Hosen über auszieht. Ja, Entschuldigung, wo kann ich denn meine Hose jetzt hinlegen? Ja. Haben Sie ein Bügelbrett? Nein. Ja, aber wegen Kino. Ich glaube, wir haben ein gemeinsames Vorleck, wir drei noch, oder? Wir drei, ja. Ja, ich bin Ja. zwar wegbockt worden bei einem Besuch, aber ich habe ihn auch gesehen. Weil du mit der Worten hast, Kind. Les Chronies de Mumie haben wir gesehen. Zauberhaft. AKA A Evil Dead Story. Egypt Dead Story. Ja, genau. Komm, ich erzähl. geil. Ja. Du hast schon angefangen. Aber echt, ey. Der Mumienfilm, der laut Mike nicht Mumie genannt Das ist werden überhaupt sollte. gar kein Mumienfilm. Über den er sie bei den Nippelverhärtern noch furchtbar aufgeregt haben, warum Ja. jetzt, was wäre mit Ja. so ein scheiß Ja. Mumie? Ja, ich habe Und dann kommt er aus und sagt, Ja. oh, leck, ist der gut. Gib ich zu. Ich bin, Ja, aber ich hoffe, dass du ich bin zugibst. nicht fehlerfrei. Es schaut zwar manchmal so aus, aber ich habe auch meine Ich schon. Fehlerchen. Ich ich wirf den ersten Stein. Es stimmt, Ab und zu ich ist hab man mal ein bisschen diesen verspult. Schiss mag ich nicht schon wieder sehen, das selbe immer wieder da rausgekotzt. Vor allem, weil Mumien und so haben ja voll super sexy, wenn der Brandon Fraser nicht dabei ist. Das geht ja gar nicht. Aber
der Film ist ja von einem Mumienfilm so weit weg, wie... So, jetzt lass mich mal einen Plot erklären, okay? Bitte. Also, wir sind, glaube ich, in der Nähe von Kairo. Ich erkläre den Plot von der Mami. Und die Tochter eines Journalisten verschwindet in der Wüste und kehrt 8 Jahre später zurück. So, das ist jetzt mal sehr oberflächlich behauptet. Die wird entführt und landet dann am Ende in einer Pyramide. Und in der Pyramide, da wird sie zu einer Mumie gemacht und taucht eben dann ein paar Jahre später wieder auf. Die Eltern sind total happy und sagen dann, hey geil, ich hol meine Tochter wieder zurück nach Hause. Ja, aber die Tochter denkt sie, nee, du, ich bin nicht allein. Ich hab hier nur was Böses mitgebracht. Und dann passieren sehr, sehr, sehr böse Dinge ihren Geschwistern und ihrer Oma. ja. Und die insgesamt Oma. die ganze Familie, die kriegt so richtig hart ab. Und man geht aus dem Film raus und denkt sie, Dead by Dawn, denkt man sich dann, wenn man rausgeht. sie ist aber mit Bandagen versehen. Sie war in der Pyramide, sie war in einem Sarkophag. Das Ganze hat teilweise in Kairo gespielt. Was ist denn dein Problem? Weil Richtig. Mumien tot sind und die Augen raus sind und die Organe raus sind und so weiter und so fort. Nein, also dieser Aufhänger Mumie ist ja okay. Und diese Bandagen haben ja Bandsprüche. Das geht ja um diesen Dämon, der da drin ist. Aber wie sie inszeniert ist, wie der Film inszeniert ist, man kennt einfach, dass der Lee Cronin auch den Evil Dead Rise gemacht hat. Und man merkt auch, dass der Lee Cronin Familien hasst. Weil genauso wie der Alyssa Sutherland die Eier rasiert werden in Evil Dead Rise, werden dem Unsympathen von Midsommar auch die Eier rasiert. In The Mummy. Und ich finde das Wahnsinn. Also die ganze Inszenierung von dieser Besessenheit, die Kamerafahrten, dieses Übergreifende, Der Typ war der von Midsommar. ja, das Ich ist denk der mir die ganze Zeit, Bäreneignet. ich denke mal die ganze Zeit, du hast so einen bescheuerten Blick, aber ich hab die schon irgendwo mal gesehen. Ja, Die hasst ich, aber ich weiß nicht warum. Ja. Ja, auf jeden Fall, diese Besessenheit, die bleibt ja nicht nur bei der, in Anführungszeichen, ich mache dieses Anführungszeichen mit den Fingern, Mumie, sondern es greift auch über und ich sag nur, diese Beerdigungsszene und so, das ist 1:1 Evil Dead. Also wer den Evil Dead Burn, diesen Release im Juli, glaube ich, kommt der raus, nicht erwarten genau. kann, der soll sich auf jeden Fall Lee Cronins The Mummy anschauen, weil das ist eine Evil Dead Story. Mehr Ja, da kann ich kriegst du nicht auf alle sagen. Fälle schon mal so einen Wirklich- kleinen Appetithappen für Ja. als Evil Dead-Fan. Da bin Absolut. ich auch dabei. Das hat schon, also der Schluss, das ist Evil Dead in Reinkultur gewesen. Ja. Das ist Und echt richtig. der Aber Film ist weil- nicht frei von Fehler. Also es sind Sachen dabei, wo du sagst, allein schon dieses von USA und Kairo und hin und her, da sind Sachen dabei, wo du sagst, wie kann jetzt der von A nach B, das ist, geht doch überhaupt Ja, mit dem nicht. Flieger von USA. Ja, aber Keiner, ist du klar. kannst doch bei der so nicht fliegen lassen, zum Beispiel. Ja, also, freilich. das sind so Sachen. Oder dann, ich kennt eine Frau, die wird nach 8 Jahren wird's gefunden, ne? Und dann heißt es ja gut, Fingernägelkehrt nehmen wieder mal geschnitten, da nimmt sie es mit. Und dann sahen sie es da in dem Haus mit dem Röststühl umeinander, was du sagst, das kann doch Szene. wahrscheinlich einmal irgendjemand kommen. Oder ein Psychologe oder irgendjemand, die kann jetzt, oder wir müssten uns noch was überlegen, weil die war jetzt 8 Jahre weg. Nein, Fingernägel schneiden und dann abhorben und so. Denke ich mal, das ja, kann der. geil. Das war super, wie die mit dem Rollstuhl die Treppe da hochzahlt haben. Ja, liebevoll. Ja. Alec und die geile Szene mit dem Zehennägel schneiden dann. Wow, wie Also, geil. die Inszenierung ist schon holzhammermäßig. Ich hab schon noch eine Frage an Kani, weil der Mike hat das Problem mit dem Namen. Hast du das Problem auch? Na, gar nicht. Okay, Wie- weil wie ich- du das Also einfach das gesagt Problem, ich kann das nicht nachvollziehen, weil wenn jemand, so wie ich, ein voreingenommener weißer alter Mo, der sagt, schon wieder eine Mumie. Aber wenn ich dann her, wo legt der ist Evil Dead mäßig und sag, ja, ab eine in den Scheißfilm. Und was habe ich gekriegt, einen Evil Dead Film? Und der Name und der verkauft den Film unter Wert, finde ich. Okay, pitche bitte jetzt einen neuen Namen. Bei mir folgt keiner ein. A Evil Dead Story. Irgendwie, weißt du, es gibt ja diesen A Classic Horror Story oder irgendwie so, dann irgendwie so, The Undead, A Evil Dead Story. Irgendwie so, was weiß ich. Evil Dead goes to the Sand. Ja, aber also Mami passt doch trotzdem.
Ja, Fali, der Mike ist ein Depp. Ich bin nicht der Depp, ich bin der Weißer wie der Mo, ich beschwere mich über alles. Eben. Weißer Alter, mittleren Und dick Alters. bin ich auch. Eben. Unzufrieden. Also, hör mal auf, du bist ein wunderschöner, intelligenter Mensch und ich wollte das jetzt einfach mal nur mit dir diskutieren. Vielleicht ein Kompromiss und man nennt es Evil Dead Story The Mummy. Bitte. Dann hast du beides. Ja. Das Und da schon. macht man aber mehr Filme davon, weil alle in der Richtung, weil das war gut. Na, bleib mal bei The Egyptian Dead. Egyptian Dead. Also ich fand schon sehr spaßig. Was ich am schockierendsten gefunden habe, war, dass wir ins Kino gegangen sind. Der Mike zu mir gesagt hat, er hat schockiert, die wollen den abstufen von FSK 18 auf FSK 16. Und nach dem Film waren wir uns beide einig, die spinnen. Ja, die 18er hat er schon verdient, finde ich. Ja. Oh ja. Ist schon grimmig. Ein grimmiges Ding. Also wirklich macht halt auch keinen Halt vor Kinder. Also nicht so, dass man sagt, ja okay, da wird einmal ein Kind umgebracht oder so, wie sie es in vielen Filmen gesehen hast. Nein, also das, was das Kind da tut das ist schon hardcore. Ja, und Ja. eben, wo du gerade das muss der Kani gerade gemacht haben, was das gehört habt, da kommt eine Szene dann dabei raus mit einem Gebiss. Und die Boah, Szene lecker. hätte unter einem anderen Regisseur und unter einem anderen Inszenierung hätte es voll lächerlich ausgeschaut und war voll Scary Movie-mäßig gewesen. Ja. Aber da in dem Film sagst, durch diese, dass es eben also überzogen Evil Dead-Style-mäßig inszeniert war, sagst du, das passt schon wieder voll geil rein. Also Ja, voll. ich hab das gut gefunden, dass es so in diesem Kosmos da irgendwie angesiedelt war. Das hat mir gespannt. Ja, warte, vielleicht Ja. kriegen wir nur ein Crossover irgendwann. Voll gern. Weil Necronomicon war halt da in die Bandagen eingestellt. Zum Beispiel, das sind die Bandsprüche. Ja. Latu Verata, Das Gegenteil. Nektarine. Ja, genau, so das Gegenteil halt vom Genau. Necronomicon. Warte noch, da kommt schon noch was. Jetzt warten wir Evil Dead Burn-Up, was uns der verzeiht. Und dann schauen Diese wir ganzen weiter. Querverweise in dem neuen Trailer auf die vorherigen Filme ist ja mega geil. Boah, der Ich geht der flipp Trailer ist so aus. geil. Das ist eigentlich auch ein eigenes Rolex schon wert, dieser Evil Dead Burn Beide, Trailer. beide Trailer, ja. Wenn sie daherkommt mit der Kopfstütze vom Auto im Hals und im Maul drinnen war lecker, dann bin ich schon ausgeflippt. Geil. Wir haben ja Weltklasse. bei der Mama im Kino drin gesessen und dann sage ich, hey, das ist der neue Trailer von Evil Dead. Jetzt Mike, jetzt erzähl mir nicht einmal alles. Ich darf an Corby nicht einmal spoilern, was für Trailer das kommen. Der ist so krass. Der ist, Corby, den Schlung Corby ist jetzt hart. Ich wollte es genießen und dann, du hast mir ja sofort wieder aus dem rausgeküsst und ich gedacht, oh das tut mir nee, leid. Mann. Oh nee, jetzt weiß ich schon, welcher Trailer das kommt, das jetzt in 3,5 Sekunden gewusst hätte. Der Evil Dead Burn Trailer war mega geil. Ja. Das war das mit dieser langen Szene, wo die eine da am Boden umeinander Ja. kriecht und hinter ihr passieren Dinge. Ja. Und ich hab mir schon gedacht, das wird lustig. Schon schön, ja. Ich hoffe, dass das nicht die beste Szene aus dem Film war. Dann war es ein billiger Trailer. Den Red Band Trailer, wenn du jetzt noch anschaust, da sind noch wesentlich Ja. bessere Szenen drinnen, also da geht schon mehr anders dann. Schön, sehr schön. Ja. Ich hab noch, mal schnell weiterspringen, wir haben auch von Vollkontakt über Leonine dann noch The Strangers Chapter 3 gekriegt. Und ich kann den weder als Wolleck noch als Dreck irgendwie betiteln, aber möchte ihn halt hier jetzt noch kurz behandeln, damit wir dabei haben, weil er wirklich so ein auf Nummer sicher gehender mittelmäßiger Slasher ist, dass das eigentlich fast nicht aushält, wie mittelmäßig das was sein kann. Das ist, also das war schon ein Wolleck für mich, weil der wirklich so viel Sachen macht, die so klischeebehaftet sind, dass du sagst, warum immer diesen einfachen Weg? Er geht wirklich in jedem Moment, in dem er irgendwas machen kann, den aller einfachsten Weg, den man schon 100-mal gesehen hat, nur um irgendwie diesen Film fertig zu kriegen. Das ist ganz bizarr. Vielleicht hat das Drehbuch ChatGPT geschrieben. Das ist gut möglich, ja. Es ist Chapter 3. Ich hab nur Chapter 1 und Chapter 3 gesehen und hab dann gesehen, dass beim dritten jetzt auf einmal eins der Opfer vom ersten Teil wieder dabei ist. Also man sollte scheinbar wirklich alle zwei Teile vorher gesehen haben. Die hängen komplett zusammen. Das ist eine durchgehende Geschichte. Man versucht jetzt auch in dem dritten Teil so und wahrscheinlich auch schon zum Teil im zweiten die Hintergrundgeschichte von denen 3 Killer zum Erzählen. Das bringt aber, also erzählerisch und so bringt er überhaupt nichts voran. Der ist wirklich, den schmeißt du mal rein, dann hast du eine nette Zeit mit dem, wenn du nicht zu viel mitdenkst und das war's aber dann auch schon wieder. Also die komplett Zerreißkritiken kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil er nicht völlig beschissen ist. Ich finde, er ist gut gespielt, er schaut auch gut aus. Die Effekte sind alle stabil gemacht, das passt alles. Er ist halt erzählerisch, ist halt wirklich so ein Tiefflieger.
Das ist absolute 0815 Slasher-Kost und sonst nix. Er traut sich ja leider sauber zwingen, drauf zum halten, wenn er mal gemeuchelt wird. Das ist relativ schade, da hätte er zumindest da mit noch punkten können, aber auch das spart er sich. Das ist irgendwie so, das, was mich bei den Filmen die ganze Zeit habe ich im Kopf gehabt, Alter, warum machst du nix mit den Sachen, wo du punkten kannst? Warum machst du das einfach nicht? Warum möchtest du nicht punkten? Das hat mich, bin schon teilweise da gesessen und gesagt, verdammt, jetzt Punkt endlich, das gibt's doch nicht. Das ist eine Arbeitsverweigerung, hör auf. Ja, wirklich, stinkesauer. Hat der dann so diesen Abschluss einer Trilogie-Charakter dann am Schluss, so, dass du sagst, okay, das ist jetzt so dieser Abschluss? Das Ende ist das große Manko, wie das ausgeht. Das ist auch völlig vorhersehbar irgendwann, weißt du auch genau, 100 Pro geht das so in die Richtung. Ich glaube, ich hab so im Guide Boy angeschaut und ich glaube, ich habe nach 10 Minuten habe ich schon gesagt, das und das wird da passieren und genauso ist er dann gekommen. Also du kannst den wirklich schön gut vorhersagen, den Film. Der ist, also wie gesagt, der hat nichts Überraschendes dabei, der hat nichts, was er irgendwie anders macht, sondern es ist einfach ein ganz mittelmäßiger, auf Nummer sicher gehender Slasher. Okay. Fällt der Ding auch, der Richard Brake ist dabei, der ist auch total vergeben und seine Figur ist auch so, sagst, ja, klar ist das jetzt auch noch so. Natürlich bauen wir das noch so mit ein. Logisch. Warum auch nicht? Wir haben ja schon alle anderen Klischees erfüllt. Also ich war echt verrückt. Ich war echt völlig entsetzt schon direkt, wie mittelmäßig klischeebehaftet das man sein kann. Aber trotzdem vielen Dank an das Rezensionsexemplar, was wir gekriegt haben. Und ich muss jetzt trotzdem noch den zweiten Teil auch sehen, damit ich ein bisschen sehe, warum ist die Figur aus dem ersten Teil, wo ich gemeint habe, dass die Toad ist, wieder dabei. Das habe ich nicht so ganz umrissen. Ich glaube, der zweite Teil ist sogar von Randy Harlan, der Deep Blue Sea gemacht hat und Nightmare 4. Das ist ein guter Mann eigentlich. Okay. Piratenbraut. Aber der zweite Mal wieder am meisten verrissen von den drei. Verdammt! Was ich so mitgekriegt habe. Aber ja, er ist ja wieder, der Chapter 3 ist ja wieder Einser. Das hat der Einser schon so gemacht. Der hat auch, ist auch völlig auf Nummer sicher gegangen, hat keine Überraschung zu bieten gehabt, hat immer, um irgendwie die Story oder das Geschehen voranzutreiben, auf absolute Klischees zurückgriffen, wie, keine Ahnung, ein Geräusch, das man aus Versehen macht, damit die Killer auf die aufmerksam werden, oder man tut sie weh, oder das Auto springt natürlich nicht an, lauter so Blödsinn. Aber wenn der erste Teil das auch schon so gemacht hat, dann kriegt man ja praktisch beim dritten was man erwartet. was man beim ersten, ja eben. Also Fans des ersten Teils wären definitiv glücklich. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt stell dir mal vor, da passiert ein schockierendes Ding nach dem anderen, die werden ja völlig fertig sein. Das ist nicht mehr wie bei meinem ersten Teil. Hab ich mir da jetzt einen Sack gekauft oder wie? Das kann ja nicht sein. Das ist nicht mein Strangers. Ja, also ich glaube, ich denke mal, dass auch Teil 2 nicht viel anders machen wird, dass das durchgeht, dass dieser rote Faden so durchzieht. Das ist wirklich, ich darf fast sagen, so für Einsteiger ins Horror-Genre ist das, glaube ich, eine gute Trilogie. Aber ansonsten, eher so meh. Habt ihr schon mal den Found-Footage-Film Home Movie gesehen? Von 2008. Sagt mir gar nichts. Ich kann eigentlich nicht mehr sagen, wie ich überhaupt auf diesen Film gekommen bin, aber ich habe irgendwo gelesen, dass das eine Found-Footage-Perle ist, die fast keiner kennt. Da habe ich mir gedacht, so, Herausforderung angenommen und habe mir den dann auf Prime geliehen. Und es geht um eine Familie mit 2 kleinen Kindern, wo die 2 Kinder total seltsam sie benehmen. Und es ist natürlich so im Home-Video-Style, geht teilweise so ein bisschen in die Richtung Blair Witch Project. Und der Vater ist Priester und die Mutter ist Psychologin. Und diese Mischung ist, glaube ich, schon gar nicht so gesund für die 2 Kinder. Auf jeden Fall merkt man, okay, mit den 2 Kindern, das stimmt irgendwas nicht, die benehmen sie ganz apathisch, reagieren teilweise nicht auf bestimmte Dinge, dann meucheln sie mal die Katz. Da habe ich schon Angst gehabt, dass wahrscheinlich ein Hund auch noch meucheln, aber entweder ich habe es, weiß nicht, einfach verpasst oder sie haben es rausgeschnitten, was zu krass war. Wenn es die Katz drin lässt, dann möchte ich auch den Hund gemeuchelt haben, verdammte Scheiße. Also teilweise richtig krasse Szenen, so krass, dass ich es dann teilweise nicht verstehe, warum die Kinder dann nur so lange bei sich zu Hause lassen. Der Schluss hat mir gar nicht gefallen. Aber warum habe ich jetzt das Ding dabei? Weil die Credits haben mir wirklich
Also, die haben mir die Eier rasiert. Holy shit. Fangen diese Dreckskinder ganz zum Schluss nur als Summen an. Und es war natürlich stockfinster bei mir. Und ich habe mich so gefurcht. Alles richtig gemacht. Also, Geil. echt Wahnsinn. Der Wahnsinn. ganze Film nicht wirklich überzeugend, aber im Abspann fürgt man sich dann. Tolle Wurst. Die Prämisse finde ich voll cool. Und ich muss sagen, wenn man das Ding als Remake neu verfilmen würde, dann kann ich mir vorstellen, dass das richtig gut ankommt. Also, sollte irgendjemand vom Blumhouse zuhören, bitte holt euch die Rechte an dem Ding und macht es nochmal in richtig geil. Die machen das ja Also, beim Blair Witch wenn die Project. Rechte so teuer sind wie die fucking Blu-ray, dann leckst mich am Arsch. Die Blu-ray kostet 27 Euro und kommt am 28. Mai raus. Das ist Echt? ja verrückt. 28. Mai 2026 und dann wollen sie 27,99 für die Blu-ray. Habt den Arsch offen. Was stimmt mit denen nicht? Home Movie von 2008. Ja, der kommt jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auf Blu-ray raus. Richtig Ruhe, die Teufel. Wahnsinn, 30 Euro für okay. den Shit. Ich flipp aus. Also, wer nicht so lange warten will, ich glaube, ich habe den für 3 Euro oder so geliehen. Geliehen. Und ja, ich habe es jetzt auch nicht bereut, dass ich den mir nur geliehen habe. Aber Fan Footage geht immer. ja, zum Schluss aussehen, da habe ich mir dann gedacht, okay, sie haben wirklich anscheinend die Kamera die Kinder in die Hand drückt, weil ja, so filmt man nicht. So nicht, gell? Ja, aber ein ziemlich stellenweise hartes Ding, das sie halt immer wieder leicht verliert, aber es sind ja nur 76 Minuten. Ah, okay. Das ist Ist mir sowas für zwischendurch, außer man erträgt dann die Credits nicht und denkt sich dann, so, jetzt muss ich mir mal wieder einen Kinderfilm anschauen. Perfekt. Apropos Line, was ist eigentlich mit den Prime-Deals geworden? Wo sind denn die? Möchte ich wieder Filme für 99 Cent Line, die ich dann nicht anschaue. Aber ich krieg die. will sie wo sind konsumieren. die? Ich glaube, die letzten 2 Monate kein Ding mehr gesehen, dass man für 99 Cent Filme leihen kann. Ich flipp komplett aus. Wo kann ich mein Geld sonst hinschmeißen, für Sachen, die ich da nicht anschaue und mache? Die musst eigentlich spenden kannst. Ja, stimmt. Der Fünfer, der war wahrscheinlich im Straßenpenner in einen Penner besser investiert als in die Prime-Deals. Der kauft sich wenigstens ein geiler Halbe davon. Das stimmt. Naja. Nein. Aber ich glaube, vor 2 Wochen waren erst wieder welche. Ich verstehe es manchmal auch nicht. Also mir müssen dann irgendwelche Kollegen am Freitagnachmittag erzählen, hey geil, jetzt hat wieder 99 Cent Prime Deals. Denke ich mir, Ich habe sonst eine danke Meldung für die gekriegt. Info, aber Ja. gut. Ich habe sonst eine Meldung gekriegt und die kommt nicht mehr, weil jetzt sollte ich mir selber schauen. Ich habe eigentlich mit dem Seppi ausgemacht. Der Seppi sagt mir Bescheid, wenn die Deals sind, weil das kriege ich nicht mit. Und ich sag ihm Bescheid, dass er sich anschauen soll, was er sich geliehen hat, weil er nämlich auch so ein Kandidat ist, der die Filme dann immer vergisst und nicht anschaut. Das ist fies. Aber Das ist echt ja, fies. geht so, ja. Mikey, wie schaut's aus? Was hast du nur dabei? Ich habe einen Film gekriegt von der Bush Media Group und zwar heißt der The Holy Boy. Der ist vom Paolo Stripoli, den kennen wir schon. Der hat eine Classic Horror Story gemacht. Ganz guter Film. Aber The Holy Boy hat mich leider nicht überzeugen können. Ich habe ganz viele positive Stimmen gehört vom Fantasy Filmfest und Co. Leute, die den da gesehen haben. Das war leider so ein Ding. Es ist halt immer ein Unterschied, ob man jetzt wirklich so einen Elevated Horror macht oder so einen Slowburner, wie die Jungen sagen. Aber wenn eben nichts die dabei Jungen sagen rauskommt. Die Jungen sagen das alle. Gen Z sagt immer Slowburn. Und da ich auch jung Aber du geblieben schiebst bin. jetzt alles, was du selber sagst, auf Gen Z, du Wuizau. Du, das macht mit jeder. Gen Z, du. Das macht man Schluck, so. ja. Eigentlich schiebt man echt alles auf Gen Z. Die sind sogar schuld am Iran-Krieg. Auf jeden Fall ist es da so, dass der Sergio, der hat ganz eine schwere Zeit hinter sich und ist eigentlich ziemlich psychisch im Arsch und kommt in so ein kleines Städtchen und wird da als Lehrer angestellt. Und die ganze, dieses abgeschiedene Dorf, das hat ein bisschen so sektenartige Strukturen. Die haben so ein Ritual, in dem einmal in der Woche tun die Dorfbewohner einen Jungen, jetzt muss ich schauen, wie der heißt, den Matteo umarmen. Und wenn sie diesen Matteo umarmen, geht's ihnen gut. Und jetzt ergibt sie da draus ein... Das erklärt die katholische Kirche. Und die machen, es ergibt sich halt da so eine Art Abhängigkeit von die Bürger des Dorfes zu diesem Kind. Und dann stellt sich halt ein paar Sachen raus, was mit dem Kind auf sich hat. Und dieser Sergio, der eben mit der Psyche zum Tor hat, versucht dann da dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Also,
Die Grundstimmung war super, dieses Abgeschiedene, und da ist es ein italienischer Film, das war so, das ist immer cool, wegen so diese leichte italienische Exotik da mit drin und so, das gefällt mir. Aber wie gesagt, es ist halt einfach, der Film, der tritt die ganze Zeit auf der Stelle. Hätte ein paar gute Figuren mit dabei, aber du merkst die ganze Zeit, okay, jetzt macht's. Du wirst ungeduldig. Während des Filmschauens wird ich ungeduldig, weil nix weitergeht. Die letzte Viertelstunde ist dann ganz okay, wenn sie dann alles so entblättert und es auf ein konsequentes Finale zusteuert. Das war schon cool. Aber bis so weit kommt, verliert er unglaublich viel Zeit und mit unglaublich viel Dialoge, wo wirklich nichts passiert und einfach nur geredet wird. Und das war wirklich anstrengend zum Zuschauen. Wo es da viele Leute eben auch vom Fantasy Filmfest da rausgezogen haben, weiß ich nicht. Also ich sage geheißen, dass der intensiv ist und dass die Leid und Psychogramm und dieses Drama mit Horror gemischt und so. Ja, aber wenn es halt leider nur Drama ist und der Horroraspekt so dermaßen vernachlässigt wird, dann war es leider nichts für mich. Also das war so ein Ding, ich weiß nicht, wie es euch da draus geht, ob den von euch schon einer gesehen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder so. Aber für mich war jetzt der eher nix. Das war eher ein bisschen zäh, die Geschichte. Schade. Schade. Schade Marmelade, ja. Ja, war bei mir leider nix. Kann Aber ja habt nicht ihr es alles gut beide sein. noch nicht gesehen, oder? Na, gelesen habe ich davon, aber sonst auch nichts. Aber ganz ehrlich, wenn es heißt, ja, dass er im Fantasy-Filmfest gelobt worden ist, dann weißt du eh schon, dass du ein bisschen. Ja, aber ich lese ja bei Letterboxd, da hat er dann einfach Ach so. ein paar von Leuten, die ich da so verfolge, die haben dann so 3,5 und 4 Sterne und so. Ja, Hey, dann die waren auch im schaust du mal ein. Fantasy-Filmfest. Ha? Die waren nicht auch im Fantasy-Filmfest. Ja, Gehst aber- automatisch aus und verzeihst einen Scheißdreck, warum auch immer. Jetzt hör mir auf, wenn wir mir die mal sponsern sollen, dann hören sie die Folge und dann darf man es nicht sponsern. Ja, dann sage ich, ich verschmerze und hab's Hardline gemeint. Oh Gott. Oh, scheiße. Upsi. Upsi, wir haben ein Upsi. Ja, das Ja. passiert ab und zu, ja. Was habt ihr noch gesehen? Habt ihr was Gescheites gesehen? Ja, ich hab schon, ich hätte noch 3 gescheite Sachen gesehen. Ich habe nur 2 Sachen gesehen. Ja, schon, ja, das Wir war haben schon. nur noch Also, eins. ich fasse es einmal nicht, oder nein, kann ich gar nicht gescheit zusammenfassen, das ist wurscht. Also das erste, was ich jetzt endlich mal gesehen habe, ist der Film Chainsaw Man Reese Ark, der ist ja mittlerweile auf Crunchyroll drinnen. Und ich habe damals, als die Serie rausgekommen ist, ja schon die Rolex dabei gehabt, weil die überragend geil war und der Film ist auch bombengeil. Den habe ich leider im Kino versammelt und jetzt hat er endlich auf Crunchyroll nachgeholt und er hat einen geilen Soundtrack, eine geile Animationsstil, eine coole Geschichte. Geht ja um diese Leute, die einen Teufel in sich tragen und dann zu so Halbteufeln werden oder Leute, die Pakte mit Teufeln abschließen und die dann für sie kämpfen. Und der titelgebende Chainsaw Man hat eben dann so, der verwandelt sich dann in einen mit der Kettensäge als Kopf und Kettensäge als Hand und schnetzelt halt alles zusammen. Und da ist dann eine, die hat einen Bombenkopf, also eine Bombe und kann dann alles noch sprengen und es eskaliert halt wieder nur irgendwann. Also ist aber auch eine sehr schöne Geschichte dabei. Am Ende war ich sogar ein wenig zu Tränen gerührt, muss ich sagen, weil Was? ja, es ist nämlich trotz allem schwingt da immer große Tragik mit in den Figuren, die da drinnen vorkommen. So überzeichnet und überspitzt, wie alles sie ist. Aber gut, das kennen Animes für mich sowieso immer sehr gut, dass sie diesen völligen Irrsinn und Blödsinn mit trotzdem einer großen Tragik oder Freude oder Tiefsinn und so weiter füllen. Und das hat Der der ist auch wieder geschafft. tatsächlich relativ weit vorn bei den besten Filmen aller Zeiten. Der hat auch unglaublich gute der- Bewertungen überall gekriegt. Also der Ja. hat sehr gut abgeschnitten. Leider, Der also schon kann auch locker gut, mit die Ghibli-Filme mithalten. Und also bei Letterboxd, bei den Top 500 ist er auf Platz 108. Ja, das spricht ja für den Film und kann ja so unterschreiben, dass der da seinen Platz verdient hat, weil der auch, wie gesagt, trotz diesem ganzen Irrsinn, der da passiert, ist er dann trotzdem eine sehr tragische, traurige Geschichte mit dahinter für die Figuren, die mich auch wirklich nur ein wenig berühren hat können und meinen schwarzen Klumpen in der Brust leicht zum Pochen gebracht hat. Nicht schlecht. Hast du den auch schon gesehen, Corby? Er ist auf der Watchlist. Also ich muss sagen, ich kenne Chainsaw Man nur aus deinen Erzählungen. Und ich habe mir immer fest vorgenommen, so, jetzt fangst du halt einmal damit an und keine Ahnung, es hat nicht mehr funktioniert. Ich habe Crunchyroll nicht mehr, das kommt noch mit dazu. Witzig. Aber nachdem ich auch gesehen habe, dass der Film in dieser Liste drin ist und ich versuche ja, diese Liste abzuarbeiten, aber
keine Angst, die quäl euch nicht mehr mit Arthouse-Geschichten. Da hab ich schon festgestellt, da zirkt keiner von euch mit. Werde ich mal den auf jeden Fall reinziehen. Tu es, ja, du wirst auf alle Fälle eine gute Zeit haben damit. Und muss ich dann noch, mache ich einfach schnell noch weiter mit einem Anime, den ich auch gesehen habe, den ich da empfehlen kann, der ist auf Prime drin, der heißt Darwin's Incident. Und auch völlig verrückte Geschichte. Es gibt eine vegane Terrorgruppe, die aber, also so richtig, das sind alles Veganer und die sind so richtig Terror mit Bombenattentate in Restaurants und so ein Zeug, wo in Steakhäuser halt dann natürlich. Und es geht darum, dass sie den Charlie, den einzigen Humansi, für sich rekrutieren wollen. Und das ist halb Mensch, halb Affe. Der ist in einem Tierforschlabor, war so ein Forscher drinnen und der hat dann seinen eigenen Samen in die Mutter von dem eingesetzt. Und dann ist der auf die Welt gekommen und er vereint praktisch das Beste vom Menschen und vom Schimpansen, sprich den Intellekt vom Menschen und die Kraft vom Schimpansen, aber das auch nochmal hoch multipliziert. Auch wieder eigentlich völlig Banane die Geschichte, aber spielt halt dann völlig Banane. Ja, ich hab geschaut, nicht so viele Wortspiele einzubauen wie bei The Monkey. Ja, das war offen. Ja, das war echt, das war so ein Affenzirkus brauchen wir nicht bei uns. Aber er spielt dann trotzdem so mit den Fragen eben allgemein über Moral beim Fleischessen, gegenüber dem, der für das, soll ich das jemand anderen aufzwingen oder der für das nicht tun und so. Also der hat da diese Alltagsfragen, die halt ganz oft am Familienküchentisch passieren und so, die behandelt er und er hat auch, also er schreckt da nicht davor zurück, dass er eben Hauptfiguren umbringt. Also wir verlieren da ein paar Figuren. Und es geht darum, dass der Charlie ein bisschen als Mensch sei, auch noch dazu lernen muss. Wie verhält man sich mit Gefühle und so weiter. Also es hat auch wieder, genauso wie bei Chainsaw Man, da sogar noch krasser in meinen Augen, dieser Wahnsinn von der Grundidee außer, aber mit ganz viel ernste, interessante Themen, die er behandelt und auch wirklich ernsthaft behandelt. Also er hat nie ein Fingerpointing, dass er sagt, okay, die Veganer haben recht oder die haben recht, sondern er lässt das immer offen, die Entscheidung muss jeder für sich treffen und er gibt nur Denkanstöße. Das finde ich auch ziemlich geil gemacht. Also wen der interessiert, auf Prime, wie gesagt, ist er drinnen, es sind 13 Folgen jetzt die erste Staffel und eine sehr hohe Qualität an Animationsstil und Erzählweise. Cool. Okay. Ja. Stark. Das war. Und der letzte war leck. So, ich gleich. Der Mike hat ja noch zwei, du hast gerade noch eins. Lass den Mike noch eins dazwischen schieren. Ich habe vom Meteor-Film die Blu-ray gekriegt von Der Konvent. Nur geschenkt kriegt das Zeug, nur geschenkt, das ist Wahnsinn. Und mir muss kaufen, wird's auch. Ja. Hier, ich muss Home-Video extra leihen, dass ich es mal sehen darf. Ja, 3 Euro, die kriegst du nie wieder. Aber Also, der war was ein hast du guter gekriegt? Found-Footage-Film. Der heißt Der Konvent. Der Konvent. Und wir haben einige Parallelen dazu Immaculate mit der bezauberten Sydney Sweeney, die wir in der Folge ja schon mit gehabt haben. Und in dem Film geht's um eine Mutteroberin, die Wundertaten vollbringt in ihrem Konvent. Und es kommt eine junge Novizin, die Lucia, in dieses Kloster und bringt da dunkle Wahrheiten ans Licht. Um was da geht, das entblättert sich eher langweilig. Also wir haben jetzt zwar Parallelen storytechnisch zu Immaculate, aber in dem Film ist leider auch so, er kann so schön blasphemisch sein, weißt du, so Nonnen in einem Kloster und da Zur Fleischeslust gezwungen. Zur Fleischeslust gezwungen, genau, kann ich. Nunsploitation, so diese alten Jess-Franco-Filme, einfach mal ein paar Nockerte und Strapse und ein Nonnen-Outfit, keine Ahnung, aber der ist sehr zahm. Also, gerade mal, dass du mal von hinten eine sechst oder mit einem Sideboob und dann schaut eine zu und aber es ist halt nie so wie so Nunsploitation, ein wenig so Seisäuerten, weißt du, ein bisschen so Dampfhammermäßig, ein bisschen blasphemisch, Exploitation-mäßig. Das geht dem ein bisschen ab. Er ist am Schluss aussehen, wieder so, da dümpelst du hin, am Schluss aussehen, geben sie wieder Gas und sagst dir, warum nicht die ganze Zeit schon. Das ist am Schluss, da haut er wirklich auch ein paar Sachen aussehen und es gibt da noch ein paar coole Wendungen und so, aber da ist halt leider auch schon spät. No. So vom ganzen Ding her er schaut ein bisschen so vom Look ein bisschen zu digital aus und Ding, also er kann ein bisschen räudiger einfach sein, einfach ein bisschen mutiger. Ich glaube, der Film ist auch aus Argentinien, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht, also so aus dem Land von When Evil Lurks. Da war mehr drin gewesen. Also, wie gesagt, so Exploitation-Filme mag ich immer. Weil die immer irgendwelche. Ich glaube, Argentinien hat seinen ganzen Mut verbraucht, als die NS-Verbrecher versteckt haben und jetzt trauen sie sich nichts mehr. Das ist einfach. Ja, das weißt du, die wohnen ja da alle. Ja, gerade du. Keine Ahnung.
Bin ich raus. Bin ich raus. Ja. Ja, Jetzt schau dich nicht so. also, wie gesagt, war mehr drin gewesen und ich glaube, ich darf mir lieber nochmal Immaculate anschauen. Der war da unterhaltsam. Ja, aber das jetzt sagen für Leute, die Fans von The Nun sind, ist das schon was, wo man mal weil reinschaut? die so, auf Jumpscare-Ebene ist das nix. Also, es ist eher so, schon fast so Krimi, weiß ich nicht, so Thriller-mäßig dann aufzieht, dass diese Novizin da dann rausbringt, wo da wo die Probleme sind oder wer da die Strippenzieher sind, warum das da seltsame Sachen passieren, warum das kleine Babys umgebracht werden und so. Da gibt es schon eine krasse Szene, die jetzt wird zwar nicht gesagt, aber du hörst das dann und so. Also da wird schon einigermaßen Schindluder getrieben da in diesem Konvent, aber leider der Schindluder mit angezogener Handbremse. Aber wer keine angezogene Handbremse hat, ich habe mit meiner Frau nochmal Dingo geschaut. Die Blu-ray von Leonine zu Send Help vom Sam Raimi, der auch dann, habe ich gesehen, ich glaube sogar hübsch gleichzeitig, wie ich die Blu-ray gekriegt habe, auf Disney Plus reingekommen ist. Also wer das Ja, hört, da der habe ich darf jetzt bei- endlich gesehen. Und, was sagst du? Ja, cool, hat aber nicht ganz meine Erwartungen erfüllen können, nachdem ich so angekürzt war von euch. Oh, okay. Okay, Ich hab's also, ja, ich hab's ja in sämtliche Hemisphären gelobt. ja, Und, steh ja, das dazu hat- habt ihr nochmal bei mir dieselbe Bewertung gekriegt. Okay, na also war cool, macht Spaß, aber hat jetzt halt nicht den Hype-Train bei mir gestartet. Okay. Hype Train. Ja, der ist jetzt erst einmal im Bahnhof geblieben. Wie gesagt, ich Der habe meiner Frau, Rape-Train ist dafür losgefahren zum Mike. ich hab meiner Frau nicht verzeiht, dass es ein Sam Raimi-Film ist. Die ist auf den ein kleines bisschen allergisch, seit wir damals mit ihrer Mom und mit der ganzen Family haben wir gesagt, hey cool, Drag Me to Hell läuft, der Trailer ist Wahnsinn. Und dann habe ich mir gedacht, hey Sam Raimi, das wird schon ganz cool. Und dann haben wir da alle drin gesessen in diesem Kino und dann kommt das mit der Gors. Dann kommt es mit dem mit dem Stoffhandtuch, dann kommt es mit dem Nasenbluten, mit dem Madenkotzen. Es wisst die ganzen coolen Sachen, die wir mir alle abfeiern. Und die sind alle drin gesessen und haben mir alle angeschaut. So wenn ich da also runtergeschaut habe in die Reihe, wo die ganze Family gesessen sind, die hast dann so versetzt, alle gesehen, die ganzen Gesichter, die mich angeschaut haben, alle mit einem Kopf schüttelt und gesagt haben, in was Ist für ein er- Scheißdreck hast denn du da Ist ein reizen? Ohrkopf nach den anderen so nach vorn gekommen, du hast immer einen mehr gesehen. Oder? Genau. Und Daltons. seitdem haben wir ein bisschen ein Problem mit Sam Raimi. Auf alle Fälle habe ich es meiner Frau nicht gesagt. Und die hat aber dann gesagt, das ist ja der mit der Rachel McAdams, das passt. Also die mag's gern. So, ja, die ist auch super in dem Film, die macht Spaß. Wenn die sie da ein bisschen so rächen darf oder da ein bisschen da die Obrigkeit ein bisschen auflaufen lässt und so. Und er hat ihr wirklich gefallen. Und mir auch wieder voll. Wie gesagt, diese Szene mit der Wildsau, das ist jetzt schon ein bisschen schlecht getrickst, sage ich jetzt einmal, passt aber auch wieder irgendwie so in diesen Sam Raimi-Kosmos, weil die Gors in Drag Me to Hell war ja auch CGI-technisch ein wenig durchwachsen und so. Aber ich finde, das Einzige, was ich ihm ankreiden muss, also mit fast 2 Stunden ein bisschen zu lang ist. Aber so vom ganzen Ding her hat der Spaß gemacht, der hat Humor drin, der hat ein wenig so einen Thrill drin, ein cooles Ende. Also mir waren wir wieder begeistert. Also ich war wieder begeistert und sie dann zum ersten Mal und hat gesagt, ja, der hat ihr getaugt. Ja, ich habe halt bei Disney Plus gesehen, dass er eben draußen ist und habe dann also sofort zur Jessie gesagt, so, hier ist mal wieder ein Film für die. Schau. Bock mal. Ja, also da auch irre bei dem Film. Warum, wie bescheuert ist denn eigentlich ihr Chef? Warum hört er denn nicht auf? Warum kapiert er es denn nicht, dass wir endlich einmal zusammenhelfen müssen? Oder so? Er ist so beschissen. Man hasst ihn wirklich gern. Ja, man voll, hasst ihn gern. Vollgas. Vom ersten Moment weg. Man hasst ihn gern. Ja, Aber das- vor allem ja, dann das war kommt das wirklich mit so- der Ratte, also ich sag nicht, das mit der Ratte, du sagst dann, ja, ich hätte das echt auch noch vergönnt, du Sau. Ja, schon. Ich hasse jetzt den echt auch, du Penner. Ja, voll. Genau. Ja, schön. Sehr schön. Corby, du machst jetzt das Finale, mach einen Sack zu. Machen sagt zu. Also nicht ganz so, weil ich habe ja auch Nicht noch einen Sarg, einen Sack. Ja, eben, da kann ich halt auch noch was. Ach so. Ich habe lange überlegt, ob ich das mitnehme, aber ich mache es jetzt einfach. Ich habe mir was angeschaut, was so mein Medienschaffen sehr stark beeinflusst hat. Und Girls zwar One Cup. genau. Und zwar Deswegen produzierst du nur Scheiße. vielleicht habe ich das schon mal in diesem Podcast erwähnt, aber ich bin Toten Hosen-Fan und dieses Jahr kommt die letzte Scheibe raus von den lieben Düsseldorfern. Und zwar Trink aus, wir müssen gehen.
Also, wie man ein Studioalbum schon so nennen kann, dass man sich als Fan denkt, oh Gott, jetzt hören die echt auf, was soll die Scheiße? Aber habe ich mir gedacht, hey, ich wollte schon immer mal wieder mir Friss oder Stirb anschauen, und zwar die TV-Show von den Toten Hosen, die damals auf MTV lief. Sagt mir gar nichts. Mir jetzt auch überhaupt nicht. Und zwar waren das, ich glaube, 13 Folgen, die die Toten Hosen begleitet haben, wo man es halt dann auf einer Tournee gesehen hat, bei Rock am Ring, wo es dann ihr Studioalbum Zurück zum Glück aufgenommen haben, aber auch bei total bescheuerten Dingen, wie sie gehen zelten, sie gehen Golf spielen, sie gehen Tennis spielen gegen die Donuts, sie sind in London und erleben Dinge. Und das Coole an diesen Folgen war für mich als Jugendlicher jetzt nicht nur, dass es um die Toten Hosen ging, sondern dieser Schnitt und die Art und Weise, wie diese Folgen produziert waren. Also als Beispiel, jede Folge ist unterteilt in verschiedene Kapitel. Da gibt's ein Standbild, da wird dann das Kapitel mit einem Namen versehen und so. Und die Folgen sind immer so 20 Minuten lang. Die Folge, wo sie zelten, hat 20 Kapitel. Also das heißt, du hast im 60-Sekunden-Takt ein Kapitel nach dem anderen. Und da denkt man sich ja, okay, wie kann man denn mit so einer Band sowas machen? Aber es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und das hat mich damals so inspiriert, dass ich dann eben mit meinem Bruder zusammen verschiedene Videos dann gemacht habe. Auch nur deswegen bin ich dann ein Radiomoderator geworden. Deswegen habe ich mich sehr stark mit Videoschnitt und Audioschnitt und sowas beschäftigt. Und nur deswegen bin ich in diesem Podcast. Cool. Danke, Tote Hosen. Grüße gehen raus. Jetzt haben wir mir den Affen am Knack wie euch, ja. Ich habe da tatsächlich dazu auf unserer lustigen Homepage, die wir jetzt seit ein paar Wochen ein bisschen professioneller betreiben, einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich euch, wen es tatsächlich interessiert. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme das jetzt einmal mit. Wer diese Serie sehen möchte, muss sich, wenn dann auf eBay, die DVD-Box besorgen. Also ich verleihe die sicher nicht, weil die gibt's nirgends zum Kaufen. Aber wer sie hat, der soll sie ganz Die fest gibt's nicht zum umarmen. Kaufen. Wo ist das denn dann du her? Vor ein paar Jahren gab's die noch. Okay, die ist ausverkauft, okay. Genau, bei den Hosen zum Kaufen. Meine Frau hat übrigens Konzertkarten. Die schaut sich die ganze Gaudi-Nummer an, dann sind irgendwo in Österreich oder so, kann das sein. Und dann bauen da sich da die Toten Hosen ein. Ja, ich bin dieses Jahr da in Hamburg und schau's mal an. Oder was, Hamburg? Und vielleicht nächstes Hamburg? Jahr nur in Nürnberg, da schau's mal dann auch nochmal an. Ich habe nämlich ganz stark die Befürchtung, die Tour schaffen es noch, aber wenn dann danach einer stirbt, dann ist vorbei. Dann machen sie sicher keine weitere Tour mehr. Okay. Also die hören nur auf, Alben zu produzieren, aber touren tun es trotzdem, oder wie? Also sie haben ganz bewusst geschrieben, es ist das letzte Studioalbum. Also das heißt, es könnte ja nur sein, dass so ein Live-Album rauskommt. Und ich glaube, sie lassen sich das schon offen, ob sie halt dann nur touren. Wobei es auch gesagt haben, Argentinien zum Beispiel, das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Das machen sie jetzt nur einmal und dann nicht mehr. Ja, den Argentinien etwa Toten Hosen. Die Argentinien ist nach... Ja, die versteckt mit Essler. Die kennen Die hören gern Deutsch. Punk. Die kennen Deutsch, ja. Ja, vom Rhythmus her und vom Klang ist er wie Rechtsrock, deswegen passt das dann schon. Depp. Die haben sogar 2 Alben rausgebracht, nur für den argentinischen Markt. Ich wow. Das sind Linke. Sind sie ja auch, ja. Okay, falsches Land dann. Falsches Publikum. Naja, du, Kani. Wie viel von diesen Nazis leben da jetzt noch? Keine Ahnung, aber bei Hunters, oder wie die Serie geheißen hat, da war es sogar der Hitler selten unterwegs, also just saying. 2026. Die Serie war auch so gut. Ja. Gut, ich habe fertig. Du hast da fertig. Ja, mein finales Warleg. Hey, ich hab kein Wort direkt dabei gehabt. Wow. Aber mein Warleg war noch die Serie Maul Shadow Lord. Ist ja jetzt durchgelaufen auf Disney Plus, die animierte Serie zum Darth Maul. Mhm. Und leck mich am Arsch. Also auch gleich um eine zweite Staffel verlängert worden. Und das ist, glaube ich, von ihren animierten Sachen jetzt halt echt Peak gewesen, was da aufgezeigt haben. Die ist so gut. Die ist so geil geschrieben, die hat so einen geilen Animationsstil,
Die Welt, die da aufgebaut wird, ist geil. Man ist ganz viel in Coruscant im Untergrund jetzt, weil er da auch diese Syndikate und so mit einbaut. Greift die Themen auf, die der Han Solo-Film damals schon mit drinnen gehabt hat, mit dem Pike-Syndikat und den, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das andere Syndikat geheißen hat, wo aber die Khaleesi-Dame mitgespielt hat. Das wird jetzt wieder aufgegriffen. Wir kriegen dann auch noch einen episch geilen Lichtschwertkampf am Ende. Kommt da nur alter Bekannter. Ohne das jetzt halt irgendwie zum Spoilern, wer da dann kommt, aber das ist auch so geil umgesetzt. Wir haben auch wieder Inquisitoren dabei, also da fuchteln halt da wieder mal 5, 6, 7 Lichtschwerter auf einmal überall umeinander, richtig geile Action, so wie man es aus den Prequels teilweise kennt hat. Also die hat unglaublich viel Spaß gemacht und also es ist echt schade, dass die damals den Maul so schnell über die vermeintliche Klippe springen haben lassen in Episode 1, weil was die aus der Figur dann im Animationsbereich gemacht haben, das war richtig geil gewesen, wenn man das auf der Leinwand gesehen hätte, weil die so viel Potenzial noch hat, die Figur, und so gut mittlerweile gestimmt ist. Ich kann also wer auf dem Maul steht, der muss sich unbedingt diese 10 Folgen anschauen, die ist nur geil. Werden da auch diese Verweise von Clone Wars mit einbaut? Welche Verweise meinst du? Es gibt doch eine Staffel, da kommt er ja erstaunlich oft davor und auch die Rasse von Erna und so. Ja, das ist auch, er hat ja praktisch so eine kleine Gang um sich geschaut, aus Söldnern, nenne ich es jetzt mal, und da sind ein paar von Datumir, glaube ich, ist ja das, sind dabei, dann sind ein paar ehemalige Mandalorianer dabei in seiner Crew. Und es wird auch auf das immer wieder zurückgespult, dass er halt alles verloren hat, unter anderem auch sein Bruder, den man ja kennenlernt dann in Clone Wars. Also das alles, was er erlebt hat und was er durchlitten hat, spielt da mit ein. Und er ist auch so, also er ist auch so geil einfach. Er ist noch geiler, als er schon in Clone Wars und so war. Er ist jetzt so richtig, er ist ein richtiges, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so eine richtige Mauer von Figur, die einfach da steht, so richtig brachial und trotzdem auch dann am Ende wieder so gesagt kriegt, hey, heute mal, du bist überhaupt nicht an der Spitze, da gibt's noch andere, die über dir stehen. Dann merkst du wieder dann auch doch wieder verletzlich wird, zwar jetzt nicht in dem trendseiten Sinne, sondern in dem, dass er halt einfach nicht der Stärkste ist. Also unglaublich gut. Wann spielt denn das zeitlich? Ist das noch Episode 1? Ja, das spielt, also das Imperium, das spielt nach dem Aufstieg vom Imperium. Ich darf sagen, das spielt so vor oder nach dem Han Solo-Film. Okay, und da hat er quasi keine Haxen mehr. Hat er wieder. Das lernt man in Clone Wars, wenn der Bui bald so ist, dass der mit ihm die Serie anschauen kannst, dann wirst du auch endlich erfahren und lernen, wie der mal noch da sein kann. Okay. Ja. Das wird alles sehr erklärt. Okay. Und dann kannst du, was der Mike sich dann anschauen kann, hey, Bomben, geil, was du noch für geile Geschichten in Clone Wars Zeit kriegen wirst, hey, die haben wirklich, also in Clone Wars und in Rebels und so, da sind teilweise bessere Story-Arcs drinnen, als die Filme erzählt haben. Echt, also definitiv. Also Clone Wars war teilweise richtig beeindruckend. Vollgas, ja, also da sind wirklich, man muss jetzt am Anfang ein bisschen durchbeißen, haben wir schon öfter verzeiht, weil da diese Hin- und Herspringerei noch ist und das noch keinen roten Faden und keine stringente Erzählung ist. Da gibt es eine Reihenfolge, wie man das schauen muss, oder? Genau, du kannst da online auch nicht suchen, dass du durchkommst, aber ab der 3. Staffel ungefähr, wenn dann wirklich so eine geradlinige Erzählung ist, dann ist das überragend gut und unglaublich gute Geschichten und auch sehr düstere Geschichten teilweise dabei, weil es halt auch um Kriegsverbrechen und so geht. Also kann ich nur empfehlen. Und dann Rebels noch hinten nach und The Bad Batch und jetzt halt noch Maul, Shadow Lord, weil lecky flip aus, ich muss sofort nochmal alles anschauen. Nur geil, hey. Nur geil. Aber der Mike muss jetzt dann erst einmal Pokémon der Film schauen, Pokémon 2. Was mich tatsächlich interessiert, ist dieser Detective Pikachu irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das kann. Da wirst du 100%ig Spaß haben, weil er ist lustig. Er ist nämlich wirklich lustig. Der Pikachu synchronisiert ja da gesprochen vom Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ja. Und er ist praktisch der Deadpool, gerade ohne Schimpfwörter. Okay. Außerdem, Catherine Newton spielt damit. Weltklasse-Film. Ja, und am Anfang ist der Tragosso da, ist mein Lieblings-Pokémon gewesen. Ich hätte ihn auch schon geschaut mit einer. Ich sag das, wie es ist, aber der ist nirgendwo zum Streamen drin. Echt nicht? Weil ich mir den jetzt... Den kann ich allein auf Blu-ray. Okay. Muss schauen. Ausgemacht. Aber ich habe jetzt weil du gesagt hast mit der Catherine Newton, ich habe jetzt mal wieder einen Film angeschaut. Wie heißt denn die von Ghostbusters, die McKenna Grace?
Ja, genau. Die wird ja momentan nur eingesetzt, glaube ich, dass die wird gecastet für 10 Minuten Filmauftritt und dann sageln sie es ab. Ich habe Five Nights at Freddy's Teil 2 gesehen. Wollte jetzt gerade mal so einschmeißen. Das ist kein Warleck, aber es ist eigentlich schon ein Warleck auf der anderen Seite, weil der so viel besser war wie der erste Teil. Okay. Also, wem der erste Teil nicht gefallen hat, der soll vielleicht den zweiten noch schauen, da sind wirklich einmal gruselige Sachen drin und so. Also, den fand ich cooler und geht eher so in Richtung Gänsehaut, finde ich irgendwie. Und ist ja so Horror für Einsteiger. Und eben, wie gesagt, da diese McKenna Grace, die spielt da mit und wird aber so schnell verhorzt, wo ich sage, was ist denn? Ja, wie bei Scream Sim. Warum? Ja, das war ja auch der Sherlock-Kill und dann war es weg. Ja, genau. Tja. Spoiler für Scream Sim. Aber Sim. Auf alle Fälle, ja. Five Nights at Freddy's 2. Bin jetzt so gespannt, wie es weitergeht. Hat ein offenes Ende. Ich bin jetzt im Boot. Okay, ich bin gespannt auf die 2. Ich habe noch nichts gesehen. Ich hätte eigentlich darauf spekuliert, dass er dann mal bei die Prime-Deals drinnen ist, die ja ich nicht mehr kriege. Tja. Hoffentlich hört jemand von Amazon zu, dann kann er es ja wieder mal aktivieren. Oder sie blockieren euch 2 jetzt auch noch weg. Warum? Ja, weil sie ist mit mir im Boot sitzt. Ach so. Und vielleicht ist Übrigens, da draußen, der zuhört und der vielleicht ein Steady-Abo abschließt, weil er jetzt sein Urlaubsgeld dann kriegt oder so. Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht gibt es jemanden, der uns was Gutes damit. Also, übrigens ein persönliches Highlight noch. Ich glaube, ich habe das damals mal im Podcast verzeiht. Es war jetzt seit lange Monate Ruhe mit Katzenkasala. Die haben sich ja eingelegt bei mir und habe das mal im Podcast verzeiht, dass der Oscar ja sich dazu entschlossen hat, dass in der Nacht über in meine Spüle einbrunst. Und Entwarnung, er benutzt wieder das Katzenklo seit einigen Tagen. Gott sei Dank. Seit einigen Tagen. Ja, also ich möchte es jetzt noch nicht verschreien, darum ist es noch kein Warleck, aber ich möchte schon mal erwähnt haben, ich habe jetzt schon 2-mal gesehen, dass er ins Klo eine bisselt hat und nicht in Spüle. Ich bin sehr dankbar und fingers crossed, auch bitte für unsere Hörer an mich und an Oscar und an mein Spülbecken. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Und ich glaube, was ja sonst ein Warleck von uns war und eine dringende Hörempfehlung, ihr müsst euch die Folge anhören. Hardline für Anfänger. Oh ja. Die Hardline Must-Dos mit unseren lieben Freunden Martin und Flo vom Art of Trash Cinema Podcast. Oh yeah. Und normalerweise, wenn jetzt diese Folge Warlecks draußen ist, jetzt kann ich es ja sagen, ist tatsächlich der zweite Teil auch schon draußen auf Art of Trash Cinema Podcast. Also das heißt, da könntest du dann uns endlich mal wieder in der heiligen Dreifaltigkeit in einem fremden Podcast mithören. Alle 3 haben wir Gäste. Ja, ich glaube, das gibt es Oder? seit Deep Red Radio nicht mehr. Das stimmt. Deep Red Radio. Herz auf alle Fälle rein. Der Kani hat jetzt aber lang gebraucht. Wer war das gleich wieder? Nein, das schneiden wir bitte raus. Nein, ich vermisse die Boys. Ja? Ich hätte es gerne wieder Wirklich? mal, mindestens im Hardline hätte ich es gerne wieder mal dabei, die Boys. Ja. Kennst jetzt mal vorbei? Aber echt, Benedikt, in einer du sagst einen Status, was du mit deinem Schweinsradl umeinander guckst, dann start's mir auf Ringsburg fast im April. Schweinsradl. Ja. So, jetzt Genau. gehen wir ins Bett. Ja, Leute. jetzt ist Schluss. Schluss Auf jeden jetzt hier. Fall. Dann, genau, kommentieren, liken, schreibt uns, wie, keine Ahnung, eure Warlecks in diesem verrückten Monat Mai waren, beziehungsweise haben wir jetzt Mai oder April aufgenommen? Ich Mai. weiß gar nicht. Mai. Nein, April. Was stimmt? Wir haben ja noch mal geschoben, das ist jetzt der April. Ja, genau. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von meinem Spielbecken. Fragen Oscar. Okay. Auf Wiederschauen und Dankeschön. Servus und habe Dere. Adieu.